Wenn man etwas über die Botschaft Jesu erfahren möchte, dann schaut man natürlich zuallererst in die 4 Evangelien. In die Evangelien von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und das sind ja auch 4 Leute, die eigentlich wissen müssten, wovon sie sprechen. Matthäus und Johannes, das waren Jünger von Jesus. Markus war zwar nicht direkt ein Jünger von Jesus, aber er soll irgendwann später einen der Jünger von Jesus, nämlich Petrus, begleitet haben und für ihn als Übersetzer in Rom agiert haben. Und Lukas war auch nicht direkt von Anfang an dabei, aber er hat ja später die christliche Bewegung verfolgt. Also wenn jemand weiß, wovon er redet, dann müssten das doch diese Leute sein. Und das verleiht den Evangelien ja auch eigentlich ihre Glaubwürdigkeit. Man stelle sich mal vor, man schlägt die Bibel auf und man hätte die Evangelien von A, B, C und D. Wer würde dem Beachtung schenken? Man würde ja sofort fragen, wer hat das geschrieben? Wo kommt das her? Man geht ja auch nicht so durch die Welt, findet irgendwo ein Blatt Papier, da steht was über Jesus drauf und sagt dann, hey, guck mal, das ist ja eine Geschichte. Guck mal, Jesus hat das und das gesagt. Bis zum Jahre 180 waren die Evangelien allerdings genau das. Es waren Evangelien von A, B, C und D. Sie hießen noch nicht Evangelien von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Es waren anonyme Schriftstücke. Erst im Jahre 180 kam ein Gelehrter namens Irenäus und hat gesagt, diese Evangelien wurden von den Personen geschrieben. Und er hat sie einzeln identifiziert. Er hat vom Markus-Evangelium den ersten Vers zitiert und hat gesagt, das ist von Markus. Und hat vom Matthäus-Evangelium den ersten Vers zitiert und hat gesagt, das ist von Matthäus. Und er musste sie so identifizieren. Er hätte gar nicht sagen können, das Markus-Evangelium ist von Markus. Bis zum Jahre 180 wusste ja niemand, was das Markus-Evangelium überhaupt ist. Die Evangelien wurden nicht erst da geschrieben. Sie sind wesentlich älter. Markus wurde wahrscheinlich so um das Jahr 60 oder 70 geschrieben, Matthäus, Lukas ein bisschen später. Aber sie haben diesen Namen noch nicht getragen. Die wurden auch vorher schon zitiert. Beispielsweise im Jahre 150, 140, da wurde schon aus diesen Evangelien zitiert. Das heißt, die waren bekannt. Sie waren verfügbar, die wurden auch verwendet in kirchlichen Gemeinden. Aber wenn beispielsweise im Jahre 150 jemand aus dem Markus-Evangelium zitiert hat, dann hat er nicht gesagt, wie im Markus-Evangelium geschrieben steht. Der hat beispielsweise sowas gesagt wie aus den Erinnerungen der Aposteln. So hat man damals die Evangelien zitiert. Warum sagt man aus den Erinnerungen der Apostel? Wenn jemand von Aristoteles zitiert, dann schreibt er ja auch nicht aus den Erinnerungen der griechischen Philosophen. Das war deswegen, weil keiner wusste, wer diese Evangelien geschrieben hat. Es gab schon Gerüchte, dass Markus und Matthäus Evangelien geschrieben haben. Es gab einen Mann namens Papias, der sagte, Matthäus hat ein schönes Evangelium geschrieben auf Hebräisch und Markus war als Übersetzer unterwegs, aber auch er wusste nicht, welche das waren. Welche Schriftstücke man damit identifizieren sollte, das war unbekannt. Das ist auch einer der Gründe, warum heutige Historiker, die von der Kirche unabhängig sind, die Autorenschaften der Evangelien anzweifeln. Man kann umgekehrt formulieren, wenn man einen Historiker findet, der ernsthaft behauptet, das Markus-Evangelium wurde von Markus geschrieben oder das Matthäus-Evangelium von Matthäus, dann ist es jemand, der das sagt, weil er ein gläubiger Christ ist. Kein unabhängiger Historiker hält diese Autorenschaften für glaubwürdig. Jetzt wird man sagen, naja, wenn die keine Christen sind, das sind bestimmt Religionsfeinde, verkappte Atheisten, die wollen die Religion und die Kirche zerstören. Aber das ist ja nicht mehr so. Die lehnen ja nicht alles ab. Beispielsweise die Briefe von Paulus werden auch von unabhängigen Historikern akzeptiert. Nicht alle, die in der Bibel sind, aber viele von denen sagt man, ja, das ist von Paulus geschrieben. Warum sagen die, diese Briefe wurden von Paulus geschrieben? Warum sagen die aber nicht, das Matthäus-Evangelium wurde von Matthäus geschrieben? Bei Paulus passt das. Es passt zu dem, was wir von Paulus wissen. Bei Matthäus und Lukas passt das irgendwie nicht so recht zusammen. Das, was da geschrieben steht, passt nicht zu den Autoren, die sie hätten sein sollen. Wie macht ein Historiker das? Der guckt sich zum Beispiel an, was da geschrieben steht. Ob die jüdischen Gebräuche treffend geschrieben sind. Ob derjenige sich in seiner Umgebung auskannte. Im Johannesevangelium finden wir zum Beispiel eine Geschichte von Jesus, ganz zum Anfang. Im 3. Kapitel ist Jesus in Jerusalem. Er ist zu einem jüdischen Fest gekommen, zum Paschafest. Und dann finden wir im selben Kapitel in Vers 22, wo beschrieben steht, dass Jesus nach Judäa geht. Also Jesus ist in Jerusalem und geht von da nach Judäa. Heute fällt das keinem mehr auf. Wer kann heute noch was mit Judäa anfangen? Jerusalem weiß man, ist eine Stadt in Israel, aber Judäa sagt keinem was. Jerusalem war die Hauptstadt von Judäa.
Es liegt mittendrin. Das heißt, wenn Jesus von Jerusalem nach Judäa geht, wie soll das funktionieren? Das ist so, als wenn heute jemand sagt, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ging nach Berlin und dann nach Deutschland. Das macht keinen Sinn. Das sagt mir zumindest derjenige, der sowas schreibt, der stammt nicht aus dieser Umgebung. Man stelle sich mal vor, in 2000 Jahren findet man ein Dokument, wo jemand genau das schreiben würde. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel ging im Jahre 2015 nach Berlin und von da nach Deutschland. Wenn ich so etwas lese, was weiß ich? Ich weiß im selben Moment, derjenige, der das schreibt, das ist niemand, der in Deutschland aufgewachsen ist. Das ist unmöglich. Der kennt die Karte von Deutschland nicht. Was weiß ich, wenn ich heute ein Dokument finde, in dem jemand schreibt, Jesus war in Jerusalem und ging von da nach Judäa? Derjenige, der sowas schreibt, der ist niemals in Palästina des 1. Jahrhunderts aufgewachsen. Das sind so die Dinge, woran ein Historiker erkennt, ob diese Autorenschaft glaubwürdig ist oder nicht. Mal ganz abgesehen davon, die erste Generation von Jesu Jüngern, die Leute, die mit ihm waren, welche Sprache haben die gesprochen? Aramäisch oder nicht? Die Sprache, die da gesprochen wurde, war Aramäisch, ein hebräischer Dialekt. Die 4 Evangelien sind allesamt in griechischer Sprache geschrieben. Wie soll ich mir das vorstellen? Ist das überhaupt glaubhaft, dass ein Fischer aus dem 1. Jahrhundert, wie Johannes einer war, dass er irgendwann Jahre später ein Evangelium auf Griechisch verfasst? Das sind keine Übersetzungen, die wir haben, das sind Originaldokumente. Im 1. Jahrhundert, da konnte sowieso kaum jemand schreiben. Und wir wissen von den ersten Leuten, die Jesus nachgefolgt sind, das waren einfache Menschen. Das waren Leute vom Land, das waren ja nicht reiche Leute. Solche Leute konnten damals in der Regel überhaupt nicht lesen und schreiben. Damals war jemand, der lesen und schreiben konnte, das war schon jemand, der seinen eigenen Namen schreiben konnte. Das galt damals schon als Lesen und Schreiben. Aber ein Fischer beispielsweise, der hat nie lesen und schreiben gelernt. Wofür? Der brauchte das nicht. Es gab damals keine Schulpflicht. Mit 6 Jahren ging der Fischerssohn in die Schule. Mit 16 kam er raus, hat seine Fischersausbildung gemacht. Der hat einfach fischen gelernt. Der Händler hat einfach seinen Handel gelernt. Ein Zollbeamter hat einfach sein Zollhandwerk gelernt. Die mussten nicht lesen und schreiben können. Das war Luxus damals. Leute, die lesen und schreiben konnten, das waren reiche Leute. Die hatten Kohle. Die mussten nicht arbeiten gehen, die konnten das finanzieren. Lesen und schreiben lernen, das war damals ein Luxus. Und jetzt müssen wir uns noch einmal vorstellen, die sind ja in griechischer Sprache geschrieben. Das war eine Fremdsprache. Sollte ich mir jetzt vorstellen, der Fischer Johannes, der nur Aramäisch spricht und nicht lesen und schreiben konnte, der hat irgendwann angefangen, lesen und schreiben zu lernen und dann eine Fremdsprache, nämlich Griechisch, und dann hat er angefangen, eine Geschichte in dieser Sprache zu schreiben. Man stelle sich das mal heute vor. Die Leute, die heute in die Schule gehen, die lernen alle Englisch. Aber gib mal jemandem, der gerade aus der Schule kommt und der 6 Jahre Englisch gelernt hat. Gib ihm mal einen Auftrag, ein Evangelium wie Johannes oder Matthäus zu schreiben, in Englisch. Dann möchte ich mal gerne sehen, wer das wirklich fehlerfrei hinkriegt. Das ist nicht so einfach. Und ich soll jetzt glauben, das war ein Fischer von damals, der das gemacht hat. Der sich die Sprache so angeeignet hat. Das sind so die Dinge, wo ein Historiker sagt, das passt nicht. Bei Paulus passt das. Paulus war jemand, der konnte lesen und schreiben. Der hat Griechisch gelernt, der hat sich perfekt darin ausgekannt. Da kann man glauben, der hat Briefe geschrieben auf Griechisch. Aber bei Johannes dem Fischer oder Matthäus dem Zollbeamten, da glaubt man nicht, dass die sowas geschrieben haben. Aber um ehrlich zu sein, das sind alles so Dinge für Historiker. So die Sprache, die Umgebung, die jüdischen Gebräuche. Ich denke, wenn man diese Evangelien liest, dann erkennt man sofort, dass die Leute, die das geschrieben haben, keine Augenzeugen waren. Ein Augenzeugenbericht unterscheidet sich immer von einem Bericht von einer Person, die später kam und nichts damit zu tun hatte. Man stelle sich mal bedeutende Situationen vor. Letztes Jahr ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. Jemand, der das WM-Finale beschreibt, und wir stellen uns mal vor, jemand sitzt direkt im Stadion, er hat das alles live miterlebt, die ganzen Emotionen inmitten von 70.000 Zuschauern. Der beschreibt diese Momente anders als einer, der das Ganze irgendwann zu Hause im Fernseher gesehen hat. Wir stellen uns mal die Wende vor. Deutsche Wiedervereinigung 1989. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder mal gesehen habt. Aber die Menschen, die diese Augenblicke beschreiben, stellt doch mal diese Leute vor, die auf der Mauer standen. In der Nacht, wo die Mauer gefallen ist. Die waren oben drauf, die hatten Tränen in den Augen, die sind über die Grenze gegangen, die sind den anderen Leuten in den Arm gefallen. Diese Menschen werden diese Augenblicke immer anders beschreiben, wie einer, der später darüber in einem Geschichtsbuch liest oder der darüber einfach schreibt.
Man stelle sich Augenblicke vor wie der 11. September. Man stelle sich jemanden vor, der ist oben in dem Hochhaus und der lebt da selber mit. Der wird diese Augenblicke anders beschreiben als ein Historiker 10 Jahre später. Augenzeugenberichte über bedeutende Ereignisse unterscheiden sich immer von den Berichten eines Historikers. Ich habe selber mal 2 Bücher gelesen. Es ging um den Zweiten Weltkrieg. Das eine war einfach ein Historiker, das andere war ein U-Boot-Kapitän. Der U-Boot-Kapitän hat seine Situation ganz anders beschrieben. Wenn er unten in seinem U-Boot gefangen ist, oben sind die Zerstörer, 3 Tage lang können die nicht auftauchen, die können nicht duschen, die kriegen keine frische Luft rein, man kann die Toiletten nicht benutzen. Das sind alles Dinge, die er beschreibt. Der Historiker, der interessiert sich dafür gar nicht. Warum schreibt der U-Boot-Kapitän darüber? Das sind Dinge, die für ihn wichtig sind. Das ist das, was er hautnah erlebt hat. Der Augenzeuge ist immer ein anderer als einfach nur ein Historiker. Lesen wir mal die Evangelien. Das kann jeder selber einmal machen. Lies die Evangelien und schau mal, ob du den Eindruck hast, das ist ein Augenzeuge. Das Matthäus-Evangelium soll von Matthäus geschrieben sein, einer der Jünger Jesu. Ich stelle mir gerade mal diesen Augenblick vor. Matthäus sitzt in seiner Zollstation und er sieht zum ersten Mal Jesus. Der kommt zu ihm hin und beruft ihn als Jünger. Das muss ja ein Wahnsinnsaugenblick für ihn gewesen sein. Wenn er diese ganze Bewegung dann über Jahre begleitet hat und was am Ende mit Jesus alles passiert ist, das ist doch ein Augenblick, an den er sich erinnert. Das ist doch eine Sache, mich würde das interessieren, wie beschreibt ein Augenzeuge diesen Augenblick, wenn er sich später daran erinnert. Aber liest man das im Matthäus-Evangelium, die Berufung von Matthäus liest sich genauso wie von jedem anderen Jünger. Matthäus beschreibt seine eigene Berufung mit folgenden Worten. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. So erzählt Matthäus seine eigene Berufung. Ähnlich schreibt er das über Petrus. Jesus kam zu Petrus und zu seinem Bruder und sagte ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Sie haben ihre Netze weggeschmissen und folgten ihm nach. Und genauso steht das auch bei anderen, bei den Brüdern Jakobus und Johannes. Er rief sie und sie verließen ihre Boote und folgten ihm nach. Es liest sich immer gleich. Wie würde ich mir das bei Matthäus vorstellen, wie er seinen Augenblick beschreibt, wo er Jünger geworden ist? Beispielsweise so. Matthäus, der Zöllner, schreibt, ich saß eines Tages in meiner Zollstation. Mein Leben war sowieso irgendwie langweilig, aber ich spürte, es steht etwas vor der Tür. Es gibt eine besondere Wendung. Und dann war dieser Augenblick. Ich sehe von Weitem einen Mann kommen, den ich gar nicht erst erkannt hatte. Und es waren einige Leute bei ihm. Aber ich wusste im ersten Augenblick, das ist ein besonderer Mann. Und wenn er dir etwas sagt, dann musst du es tun. Und er kam zu mir in die Zollstation und sagte mir die Worte, ich sollte ihm folgen. Und ich wusste im selben Augenblick, ich kann diesem Aufruf nicht widerstehen. Und ich folgte ihm nach und es begann eine wundervolle Zeit. Irgendwie so, weil das ist jetzt reine Fiktion. Aber das ist ein Augenzeugenbericht. Hier kann ich mir vorstellen, dass jemand tatsächlich beschreibt, wie er selber ein Jünger Jesu geworden ist. Diesen Eindruck bekommt man nie. Weder bei Matthäus noch bei Johannes, der ja selber auch ein Jünger sein soll. Man hat nie die Perspektive. Und das Interessante ist bei all diesen Augenzeugenberichten, man hat nie den Eindruck, es wird aus der Geschichte oder aus der Perspektive des Jüngers erzählt. Der Augenzeuge berichtet doch eigentlich das, wo er selber dabei ist. Das ist seine Aufgabe. Er berichtet das, was er sieht. Matthäus berichtet beispielsweise auch über die Geburt Jesu. Da ist er kaum dabei gewesen. Na gut, vielleicht hat er später ein Interview mit der Mutter von Jesus geführt und hat davon erfahren. Das kann sein. Wir erfahren von ihm auch Berichte, wo er gar nicht dabei war. Wo Jesus alleine mit anderen Jüngern unterwegs war. Es gibt eine Geschichte von der Verklärung Jesu, wo Jesus auf einen Berg geht mit 3 anderen Jüngern, wo Matthäus gar nicht dabei war. Aber er beschreibt trotzdem genau diese Geschichte. Vielleicht hat er auch später davon gehört. Matthäus beschreibt aber zum Beispiel auch, wie Judas den Verrat von Jesus geplant hat. Wie er eine geheime Besprechung mit den jüdischen Obersten geführt hat. Woher hat er davon gehört? Woher weiß er das überhaupt? Hat Judas ihm das anschließend erzählt? Man hat nie die Perspektive eigentlich von dem Jünger. Als Jesus festgenommen wird,
schreibt Matthäus darüber, dass alle Jünger Angst hatten und geflohen sind. Was würde man jetzt erwarten von dem Augenzeugen, von Matthäus selber, wenn er das beschreibt? Er muss doch eigentlich jetzt seine Sicht beschreiben. Wie ist er mit den Jüngern geflohen? Und was haben die sich dabei gedacht? Und haben die nicht untereinander diskutiert? Könnten wir Jesus jetzt so im Stich lassen? Müssten wir nicht eigentlich ihm beistehen? Und es gab einen Streit unter den Jüngern. Einige haben gesagt, wir müssen zurück. Und die anderen haben gesagt, nein, das ist zu gefährlich, wir können sowieso nichts ausrichten. Und jeder ist seines Weges gegangen und erst später haben. Aber all das passiert nicht. Die Jünger fliehen, der Augenzeuge ist weg und die Geschichte geht weiter mit Jesus. Als wenn der Augenzeuge nie geflohen wäre. Man sieht dasselbe bei den Prozessen anschließend mit Jesus, vor dem jüdischen Hoherat oder auch vor Pilatus. Die Augenzeugen sind geflohen, aber es geht trotzdem weiter. Man kriegt nie die Perspektive des Augenzeugen. Selbst die Kreuzigung selber, der Jünger war gar nicht dabei. Aber er beschreibt sie, als wäre er dabei gewesen. Nach der Kreuzigung beschreibt Matthäus, dass einige der jüdischen Gelehrten sind zu Pilatus gegangen und wollten ihm sagen, bewach mal lieber das Grab von dem Jesus, da kommen Leute, die wollen den Leichnam stehlen. Da war er auch nicht dabei. Wer hat ihm das gesagt? Hat Pilatus ihm das anschließend gesagt? Man kriegt nie die Perspektive des Augenzeugen. In dem ganzen Evangelium schreibt eigentlich jemand, der mit der ganzen Geschichte nie etwas zu tun gehabt hat. Es schreibt ein Historiker. Und wieso schreibt er über all diese Dinge? Über all die Dinge, wo er überhaupt gar nicht dabei war. Dass er schreibt seine eigene Geschichte. Wenn ich einen Roman schreibe, ich lasse die Figuren auch sagen, was ich will. Ich lasse die Figuren tun, was ich will. Ich schreibe die Geschichte. Ich bin ja der Autor. Deswegen hat man nie den Eindruck, dass ein Augenzeuge hier erzählt. Ganz offiziell sind ja das Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium. Nicht beides von Augenzeugen geschrieben. Matthäus war Augenzeuge, Lukas hat Jahre später gelebt. Man lese sich alleine mal den Stil dieser beiden Evangelien durch und versuche zu entscheiden, wer der Augenzeuge war und wer der Historiker. Es gibt gar keinen Unterschied im Stil. Und es fällt noch eine andere Sache auf, ganz besonders bei Johannes. Autoren, wenn sie eine Geschichte schreiben, die haben einen bestimmten Stil. Wie man Sachen formuliert, welche Wörter man benutzt, in welcher Zeit man schreibt, etc. Das kann man erkennen. Ein Stil von einem Autor kann man erkennen. Wenn Johannes sein Evangelium schreibt, dann reden alle Leute gleich. Alle haben den gleichen Stil. Egal ob Jesus, seine Jünger, die Gegner von Jesus, Leute, die vorbeikommen oder der Erzähler des Johannesevangeliums selber. Alle reden im gleichen Stil. Warum ist das so? Das sind nicht Reden, die Jesus gehalten hat oder die Gegner von Jesus. Diese Reden hat alle eine einzige Person geschrieben. Derjenige, der das Evangelium geschrieben hat. Er ist der Autor von der ganzen Geschichte. Normalerweise müsste man noch einen Unterschied erwarten zwischen Jesus, der redet, dem Erzähler des Johannesevangeliums. Deutlich ist das noch in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte haben wir zwei Reden von zwei Personen. Einmal von Petrus und einmal von Paulus. Und wir wissen von beiden, dass sie einen sehr verschiedenen Hintergrund hatten. Petrus war ein einfacher Fischer. Der hat nie lesen und schreiben gelernt, das steht ausdrücklich da. Paulus war das Gegenteil. Es war ein hochgebildeter Mann, er konnte die griechische Sprache, er kannte sich in Rhetorik aus. Wenn man die mit der heutigen Zeit vergleichen würde, ohne dass ich damit Personen bewerten will, aber alleine die Bildung dieser beiden Personen heutzutage vergleichen, das wäre wie jemand, der die Hauptschule nach der 9. Klasse abgebrochen hat und jemand, der ein Jurastudium mit Summa Cum Laude abgeschlossen hat. Ich stelle mir jetzt einmal vor, diese beiden Personen würden eine Rede halten. Man würde doch einen Unterschied im Stil erkennen. Du kannst doch sofort erkennen, wer ist derjenige, der das Studium abgeschlossen hat, wer ist derjenige, der nicht mal die Hauptschule geschaffen hat. Das weißt du sofort. Das muss niemand dir erzählen. Jetzt kommt man zur Apostelgeschichte und liest diese beiden Reden von Petrus und Paulus. Und sie lesen sich exakt gleich. Wenn man die Namen vertauschen würde, es würde dasselbe dabei herauskommen. Wenn man sie entfernt, kann man nicht erkennen, wer der einfache Fischer war und wer war der hochgebildete Paulus. Woran liegt das? Das sind nicht Reden, die Petrus oder Paulus gehalten haben. Das sind Reden, die der Autor des Lukas-Evangeliums geschrieben hat. Das ist seine Rede. Deswegen ist der Stil in der gesamten Geschichte immer gleich. Er ändert sich nie. Das ist am Ende auch das, was die Historiker sagen, die unabhängigen Historiker von der Kirche. Die sagen, das sind nicht in erster Linie
Berichte über das, was Jesus gesagt und getan hat. Er steht auch drin natürlich, aber es ist nicht in erster Linie das. Sie sagen, das sind Berichte von Menschen, die Jahrzehnte nach Jesus gelebt haben und sie haben das aufgeschrieben, was sie von Jesus geglaubt haben. Es sind nicht in erster Linie Informationsquellen über Jesus, es sind Informationsquellen über 4 unbekannte Personen, die Jahrzehnte später gelebt haben und über das, was sie von Jesus geglaubt haben, geschrieben haben. Natürlich haben sie dafür Quellen genutzt. Ich will auch gar nicht sagen, dass das alles pure Erfindung ist. Darum geht es mir gar nicht. Aber die Evangelien sind gefärbt von dem, was derjenige, der sie schreibt, geglaubt hat. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum keiner seinen Namen dazu geschrieben hat. Es ist etwas sehr Auffälliges, dass keiner der 4 Evangelisten sein Evangelium mit einem Namen versieht. Normalerweise, wenn ich ein Buch schreibe und das veröffentliche, dann schreibe ich doch meinen Namen dazu. Und das wird auch in der Antike gemacht. Wenn Aristoteles ein Werk schreibt, dann schreibt er dazu, wer das geschrieben hat. Und ich mache das ja auch. Aber wann lässt man das weg? Wann lässt jemand die Angabe des Autors weg? Wann ist sie quasi überflüssig? Das ist dann, wenn ich kein Buch schreibe, um es zu veröffentlichen. Das ist einfach vielleicht eine Geschichte für meine lokale Gemeinde. Wenn ich einen Vortrag schreibe und den in meiner Stadt halte, vor 50 Personen, die mich alle kennen, ich schreibe ja nicht dabei, von wem das gemacht wurde. Die kennen mich ja sowieso alle. Warum soll ich das dazu schreiben? Und das ist dieselbe Geschichte bei den Evangelien. Es sind Leute, die später für ihre lokale Kirchengemeinde geschrieben haben. Sie haben eine Geschichte geschrieben von dem, was sie von Jesus geglaubt haben. Warum sollen sie ihren Namen dazu schreiben? Wenn es tatsächlich Augenzeugen gewesen wären, es wäre ja super wichtig, das zu wissen. Ich muss ja wissen, dass das ein glaubwürdiger Bericht ist und ich muss ihn unterscheiden von einer anderen Fiktion. Keiner schreibt es dazu. Warum? Er schreibt für seine Gemeinde. Die Evangelien sind deswegen nicht die Augenzeugenberichten, sondern es sind Berichte von Menschen, die von Jesus geglaubt haben und sie wollten das zum Ausdruck bringen, was sie von Jesus gehalten haben.